Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley. Auf Pelzig natürlich. Okay, das sieht soweit ganz ordentlich aus, solide Einnahme. Unter 5000 müssen wir erst gar nicht anfangen, ne? Okay, 11. Tag im Frühling. Die Kakteen scheinen sich nicht großartig zu entwickeln bisher. Aber die Kaffeepflanzen entwickeln sich ganz gut. So. Die 2 Tage in der Episode heute haben wir zur freien Verfügung. Leben vom Land, sagt uns was über Gegenstände im Rampenlicht, Krabbenräuser. Haben wir mehr als genug. Und immer noch wunderschön und sonnig. Heieiei. So. Ich persönlich bin mal der Meinung, dass wir mal einfach mal eine Melone machen könnten. So. Und können dann da einfach mal mit der Melone hier groß die Runde machen. Und machen mal schöne Melone wei. So, der Met dort hier, das Blaubeergelee fort. Ich persönlich habe jetzt beim Drachefest von einem Kumpel dort einen Melonenlikör gekriegt. Und das fand ich persönlich auch sehr lecker. Also an dem habe ich auch immer noch. Und Melonenlikör ist echt was Feines, muss ich sagen. Deswegen geht es mich auch sehr freue, wenn ich hier in Stardew Valley meine eigene Melone machen kann. So, dafür was da. Genau. Fackeln, eigentlich unnötig, wisst ihr was? Fackeln sind derzeit eigentlich echt unnötig. Die verkaufen mal. Die schlucken einfach nur unnötig Platz hier. Hallo Leberwurst. Darf ich durch? Anscheinend nicht. So. Die Wutzberta, die kann jetzt für uns auch schön die Trüffel sammeln. Das finde ich sehr gut. Genau, Quack, Quack. Hier gibt es nichts Großartiges mehr. So. Dann kommt das Zeichen noch durch, wo es hingehört. Aber erstmal kommt ihr raus. So. Gut, gut, sehr schön. Lassen wir die Viecher mal raus. Und alles, was rauskommt, wird gestreichelt. So, du hast da noch gestreichelt. Was ist da noch alles drin? So. Ihr seid noch drin, ihr werdet noch gestreichelt. So. Ja, sieht glücklich aus. Dann sammeln wir doch mal ein paar Trüffel. Gut, die Ziegenmilch, die bleibt mal wieder zum Schluss übrig. Dann holen wir noch die Goldbarre. Und dann mal wieder Business as usual. Bin mal gespannt, was wir hier haben. Oh ja. Das sieht gut aus. Hier haben wir nichts bei der Pepperoni, aber die Rhabarber sind gut. Ich glaube, beim Eiertanz war es, wo ich die Erdbeere kaufen kann. Da kann man doch nämlich eine Schenierei anlegen. So, da. Das heißt, beim Eierfest können wir da schön die Erdbeere anlegen. Aber es fehlt leider eine Reihe für Melone. Das ist sehr schade. Durch die ganze Bam fehlen da leider die Reihe für die Melone. Finde ich etwas bedauerlich. Aber dafür haben wir halt wirklich die Bam, die da dauerhaft im Jahr auch Früchte abwerfen. Das kann ja auch nicht schade. Preiselbeere sind auch mal wieder gut. Dann müssen wir die nochmal im Fass nachfüllen, beziehungsweise in eine Truhe nachfüllen. Und nachdem wir das gemacht haben, nachdem wir das dann nachgefüllt haben, können wir die rechtliche Preiselbeere verkaufen. Tja, Melone muss ich dann anscheinend im Sommer ein paar Felder anlegen. Einfach nur damit es auch wieder gut genug vertreten ist mit der Melone, weil wir haben jetzt unsere letzte Melone geopfert. Das ist etwas schade. Ich muss es irgendwie hinkriegen, dass wir noch genug Melone hier irgendwo abpflanzen können, damit wir genug auch noch aufbewahren können. Weil die Dinger, die bringen halt schon ordentlich Kohle, ne? Deswegen wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn wir da noch was machen könnten. Ja, die Bäm fressen halt verdammt viel Platz im Gewächshaus.
So, aber wenn, dann möchte ich das auch nutzen mit einer Bam. Und der einzigste wirkliche Baum, der mal draußen stehen haben, ist der Apfelbaum. So, zack und zack. Aber das dauert noch ein Weilchen, bis die Bäume vollends dabei sind. Von daher müssen wir jetzt auch ein bisschen von der Felderträge hier noch leben. Aber das sind eher so die Nebeneinkünfte, würde ich sagen, weil unsere Festeinnahme beziehen sich ja eigentlich mittlerweile aus dem Gewächshaus. Das ist hier nur der saisonale Beitrag, der immer nur von Tag zu Tag unterschiedlich hoch ist. So, das bisschen Holz nehmen wir natürlich auch mit. Rhabarber ist halt auch eine saugute Einnahmequelle. Oh, das dauert aber ganz schön hier. So, oder? Machen wir hier die Dreier. Und hier noch. Perfekt. Hoppala, das wollten wir noch gar nicht, sondern so rum. Und so und so. Dann können wir denn so machen. Es sind immer verschiedene interessante Gießvarianten, wie ich finde. So, schön. Dann bleiben hier nur noch die Blume und der Knoblauch. Ja, der Frühling hat leider auch nicht so viel zu bieten, muss ich gestehen. Im Frühling gibt es leider noch nicht so richtig große Sachen, die gute Einnahme bringen. Das ist dann erst im Sommer mit der Melone gäbe, weil das sind die Kracherprodukte genauso wie im Herbst dann die Kürbisse. Ich weiß gar nicht, nee, Melone können auch nicht mehrfach geerntet werden, ne? Melone sind sowieso nur so Produkt, was wie die Kürbisse auch nicht mehrfach geerntet wird. Insofern, nee, das müssen wir auch gar nicht im Gewächshaus dann abbauen. War selber mein Logikfehler gerade drin. Ich habe nämlich gedacht, irgendwie im Kopf gehabt, dass die Melone so dauerhaft hochwachsende Produkte sind. Aber ist ja Quatsch. So, warte mal. Okay, haben wir genug drin. Können wir alle verkaufen. Perfekt. So, schön. Dann das wieder rein, was hier gehört. Okay, was machen wir dann jetzt mit unserem Daricht? Jetzt Sache. Wir gehen auf jeden Fall nochmal in den geheimen Wald und schlagen nochmal Hartholz, weil das Hartholz brauchen wir wirklich. So. Das sieht auch gut aus. Die Bäume wachsen auch allmählich. Und sobald die alle gut sind, bin ich sehr stark dafür, yeses, dass man da, so. Sorry, aber die Schneise musste ich jetzt hauen. Bin ich sehr dafür, dass wir da die Zapfanlage abbringen. Dann können wir nämlich theoretisch auch die neue Felder schon mal installieren. Reisewagen? Kein Reisewagen. Schade. Okay. Dann hier. Und mal wieder ein paar Glitchies abmurksen. So, und wieder unser tägliche 12 Hartholzholer. Na? Keine Glitchies hier, dann ist gut. Ah doch, da drüber wuselt einer rum. Aber wenn man ein paar Morcheln extra haben, ist auch nicht verkehrt. Hoppla. Weil das braucht man eventuell auch mal hin und wieder, Morchel. Es ist eine normale Morchel. Schade. Für irgendein Gericht braucht man das, glaube ich, auch fürs Kochen, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, apropos Gerichte und so, wir könnten einmal zu Gas gehen und könnten uns bei Gas zusätzlich auch noch ein paar Rezepte abholen zum Kochen. Zusätzlich bin ich auch noch dafür, dass wir mal wieder in den Steinbruch reingehen. Das heißt, ich gehe jetzt so Richtung Stadt, hol mal beim Gas eventuell noch ein paar Kochrezepte und gehe dann nochmal Richtung Steinbruch. Und ich bräuchte noch irgendwie mehr Zeug für Gunther, dass wir auch diese Museumssammlungen irgendwie nochmal ein bisschen aufgestockt kriegen. Das heißt, eventuell auch nicht verkehrt, nochmal eine Runde in die Mine zu gehen. So, zu Gas müssen wir sowieso schön Tag, Vincent. Okay. So. Er ist schon hier. Aber man kann nicht mit ihm retten für Rezepte. Okay, das müssen wir ovens machen. Müssen wir mal irgendwann ovens machen. Gut, hier gibt's noch was. Schleimjäger, perfekt. Das trifft sich ja ganz gut. Das heißt, wir können jetzt eh dort hier reiten. Also Abmarsch.
in Richtung Mine. Silvani Narzissa. Ja, wobei die Bewohner jetzt eigentlich auch schon wieder eher heimwärts gehen oder auf ihre Abendaktivitäten gehen. Aber macht nichts. Das macht alles nichts. Wir können jetzt hier reingehen und können auch ein paar Glitchies erledigen. Und nur dabei schlagen wir vielleicht noch ein paar Geoder. Schauen wir mal. Und wenn wir Glück haben, ist in der Geode auch noch was Schönes drin für uns. Okay, du gehst schon mal runter. Das ist gut. Ey. Anna. Diese dämlichen Medizinmänner mal wieder. Die können so unangenehm sein, die Knaber. Okay, wisst ihr was? Die Marshall zwitscher ich mir jetzt schon mal rein für die Gesundheit. Ich habe schon wieder mehr Schade gekriegt, als mir lieb ist. Ah, da ist noch ein Diamant. Oh, sehr schön. Eine Omni-Geode. Also nichts wie runter hier wieder. Wenn wir hier wieder ein paar von den Schmierlappe rumflutschen. Derzeit sehe ich keine... Oh, Hartholz. Hartholz ist immer gut. Oh, das war ein schöner Crit. Sehr schöner Crit. Stäschlache kann man nie genug haben. Und die Dinger lohnen sich auch als morwige Geode. So. Okay. Die Mine sehen mir ziemlich leer aus hier. Okay, Dollar. Bisschen Kupfererz noch. Also irgendwie finde ich heute Weg noch ohne sehr schnell. Ja, dann komm mal her, du Schmierlapper. 3 Kohle, nicht verkehrt. 6er. Und, ach ja genau, das war ja auch noch Pastinake für Penny. Na egal. Das ist jetzt nicht so schlimm. Pastinake für Penny, vergesse. So, das sieht gut aus. Okay. Ja, die Pastinake für Penny, wenn man jetzt so aus objektiver Sicht wahrscheinlich eher nicht mehr hinkriege heute. Aber das macht nichts. Das ist wie gesagt nicht so schlimm, finde ich. Habe ich ja wieder komplett vergessen. Da hätte ich nämlich auf dem Hof, bevor ich mich auf den Weg gemacht hätte, hätte ich mir nämlich nochmal Pastinake geholt. Aber, jo, egal. Ist egal. Zu Penny wollte ich eine großartige Beziehung aufbauen oder riese Freundschaft. Von daher passt es schon. Oh, unsere Energie geht allmählich zur Neige hier. So. Gut, da haben wir auch wieder bald genug Steh hier. Wow, vorsichtig, vorsichtig. Alter Falter. Bei wie viel Zimmern dann? Okay, 2 fehlen noch. 2 von euch äußerst unangenehme Wesen fehlen noch. Ja, da drüber ist es. Perfekt. So, super Sach. Da können wir das nämlich beim Bäuermeister abliefern. Ah, da ist noch eine Geode. Super Sach. Knacken wir hier nochmal, was möglich ist. Und dann nix wie raus hier. Genau. Nix wie raus. Wir gehen noch schnell in die Stadt. Penny werden wir jetzt eh nicht mehr treffen. Mit dem Bäuermeister könnte man noch etwas Glück haben. Ich gucke erst einmal bei ihm rein im Haus. Und wenn er nicht im Heisel ist, dann wird er draußen auf dem Feld in der Kneipe sein. Da ist er ja, perfekt. So, schön. 4 Herzen haben wir immer noch. Ja, der wieder mit seiner brandneuen roten Hose. Dann hier nochmal, jo, unsers. Und jetzt ist auch wieder das Geld vom Lava-Katana drin. Dann gehen wir noch zum Gas in die Kneipe. Und schauen wir, was wir hier noch für... Ah, Kochrezepte finden wir leider Kenny. Alle Hauptwicht was. Dann geben wir noch ein Bierle aus. So. Und zwar eins für dich. Ne, wir wollen es noch trinken. Das ist für Pam. Sind wir jetzt schon bei 3 Herzen. Und eins für dich, du freundlicher Alkoholiker. Der ist jetzt bei 2. Okay, woher habe ich nur gewusst, dass du das magst? Genau. Das war ein riesiges Geheimnis, dass du Bier magst, Shane. Okay, dann gehen wir hier entlang. Ansonsten haben wir noch ein paar Aufträge, ja. Aber wie gesagt, das mit Penny ist jetzt objektiv eh nicht mehr machbar.
Du dafür ist zu spät. Ich glaube sowieso, dass man kaum welche von den Dorfbewohnern mal draußen findet. Um die Uhrzeit. So, so, erstmal nicht. So aber. Können wir die nämlich rausholen und können wir dreimal die Fuhre machen. Und genau, der muss auch noch hier. Dann das Harz. Diamante waren hier. Das behalten wir. Okay. Dann noch schnell das Golderzreiber. Der Gelegenheit um die Klappe zu für die Tiere. Die Ziegekäsehole. Genau, die sind dann morgen wieder gut. Die werden über Nacht gemacht, die Dinger. Und soweit gut. 2 Dinger haben wir noch für Clint morgen zum Knacker. Dann geht es jetzt mit uns wieder fix in die Fall. Die Gießkanne mal wieder ausrüsten. Kann man nämlich uns wieder um unsere Zimmerpflanze kümmern. So, Level haben wir natürlich mal wieder nicht. Alter Falter, 12.277. Ah, okay, natürlich. Das waren die Preiselbeere, die hier so richtig reingerobbt haben. Okay. Wo kriege ich denn das jetzt wieder geschlossen? Verdammt nochmal. Okay, hier. So, perfekt. Vor lauter gut nämlich gefunden, wo es rausgeht. Okay. Oh, jetzt sieht's doch schön aus. Der sieht doch richtig schön aus jetzt. Ah, die sind schon erntereif. Ja, viel Kaffee. Okay, super Sache. Pflanze sie im Sommer, um eine Kaffeepflanze wachsen zu lassen. Lege 5 Bohnen in ein Fass, um Kaffee zu machen. Das machen wir doch glatt. Eierfest ist Mäuer. Da wird es wahrscheinlich auch wieder perfekt sonnig, ne? Ja, natürlich. Dann haben wir mal wieder höchstwahrscheinlich die Eiladung. Jo, genau, die Eiersuche-Eiladung. Was kostet es nochmal, um ein Fass zu machen? Holz, Stäher und Kohle. 8 Stück. Holz. Jetzt machen wir nämlich so ein Ding. Oder ist dort mit dem Fass gemeint? Ein richtiges Fass. Fassfeuerschale. Steinfeuerschale, das ist auch ziemlich edel. In eine Fass. Verflixt, ich glaube, damit ist dann das gemeint, sondern das Fass, was man erst hier bei der 3. Ausbaustufe hier kriegt. Wir probieren es mal. Wir machen es mal nur dazu. Ne? Hier schön dazu. Und probieren es so mit Kaffee. Scheiße, können wir nicht machen. Ja, wir brauchen wirklich ein Fass dazu. Verflixt nochmal. Okay. Dann machen wir es folgendermaßen. Ich habe doch noch Holz, genau. Wir machen hier nochmal Truhe rein. Damit werden die Produkte hier gespart. 5 Stück. Rechtliche Kaffee verkaufen wir. Jeder Kaffee, den wir doch sammeln, der kommt dann da rein. Und wenn wir ein Fass im Haus haben, das ist dann später in der letzten Ausbaustufe, ist das ein Keller. Da kann man dann Weih und Käse reifen lassen. Und da können wir dann eine Reihe machen für den Kaffee. So. Dann geht's weiter. Mit den Tieren mal wieder. So, der Streichler, der tägliche. Und dann geht's wieder zu der Hinkle um andere Viehzeug hier rein. Dann geht's gut. Die kriegen natürlich auch alle ihren täglichen Streichler. So. Nix wie rein in die Mayo-Maschine. Und nix wie rein hier. Das Ente-Ei hat mittlerweile auch schon Iridium-Qualität. Finde ich auch ziemlich geil. Gut, hier ist mal wieder nix. Dann schaut es dann hier aus. Ja, nicht schlecht. Gut, die Ausbeute. Oh, die Wutz dann keinen Trüffel hinterlassen für uns. So, so. Oh, da haben wir aber verschiedene Milche, das man kriegt. So. So. Von jeder Qualität was dabei. Von Silber bis Iridium. So. Gut. Unser Grünkohl ist fast wieder gut. Das heißt, wir sollten bei Pierre nochmal zusätzlich der Grünkohl kaufen.
So. Hoppla. Na. Okay. Und jo. So. Und so. Okay. Also Grünkohl muss auf jeden Fall neu gekauft werden. Und der Blumenkohl sieht man eigentlich noch ganz gut aus, aber Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste oder so ähnlich. Porzellanschüssel. Deswegen holen wir uns eventuell hier nochmal Blumenkohl noch. So. Der unten, der muss ja noch ein bisschen wachsen. Das dauert noch ein Weilchen. Gut, als nächstes 28 Köder. So, dass man nur Müll geangelt, leider. So viel zu Gegenstände im Fokus Krabbenräuser. Ja, super nützliche Gegenstände. Kannst jeden Müll rausangeln. Gut. Der hier. Und weiter geht's. Na, so. Yes, das erläut. So. Gießkanne Legastheniker bin ich jetzt auch noch, nicht schlecht. So, denn du noch? Ach Gott, erleid, ja, ich bin wirklich... Leider bin ich Gießkanne Legastheniker Woche. So, dann hier noch. Jo. Und... ja, die 24 Blumenkohl kaufe ich mir zur Sicherheit. Und Grünkohl kommt sowieso bald wieder. Irgendjemand schmatzt sich durchs Gras rein, habe ich das Gefühl. Dieses... Ich glaube, das waren die Kühe. Ja, die Kuh hockt da drüber. Und zwirbelt sich gerade so ein bisschen Gras rein oder ein bisschen Fasern, so Büsche, ne? So. Gut. Na, da möchte ich durch. Okay, 24 Kohl. Eventuell auch noch die Krummbeere. Sicher ist sicher, da muss ich auch nämlich zum Pierre latschen. Deswegen nochmal auf extra. So, ich sollte auch wirklich nochmal im Auge behalten, wo die Trüffel sind. Weil die Sau holt mindestens Trüffel am Tag. Manchmal sogar, wenn sie richtig gut drauf ist. Holt sich die Wutz auch bis zu 2 Trüffeln am Tag. Hoppla. So. Dann hier nochmal der Rest. Super. Und so nochmal. Die Endreihe ohne, die müssen wir jetzt halt ignorieren, dass die nicht mehr existiert. Aber wir werden ja bei dem Eierfest wahrscheinlich dazu kommen, die Erdbeere zu kaufen. Und bevor ich da jetzt nochmal extra neu irgendwie was einpflanze, was wieder 8, 9 Tage braucht, warte ich doch lieber den Endetag und hab dafür dann die Erdbeere frisch dabei. Na, nicht gieße. Du Blödmann. Auffüller sollst. So. Und Quests haben wir erstmal wieder nichts, außer das, was wir eh schon als Dauerquests haben. Gut. Dann gehe ich dann nochmal mit Ziggy hier auf Trüffelsuche. Aber ich glaube, unser Schwein bewegt sich hier nicht in großer Kreise. Deswegen schauen wir doch einfach mal hier in aller Ruhe. Nö, da ist nichts. Ich glaube, so tief lauft die eh nicht runter. So weit noch ohne geht die nicht. Hier ist auch nichts. Nee. Ja, wie gesagt, das wird wohl nicht ihr Laufgebiet sein. So, dann schauen wir doch mal over. Ob man da nicht eventuell noch was hin, außer Stoff, der hier noch gewachsen ist. Der Trüffel hier ist auch nicht. Okay. Ah doch, da ist er. Da ist er doch, der Trüffel. Die Ingrid steht nur davor und möchte es anscheinend für sich haben, hier den Trüffel. Aber nicht mit uns. So. Ist unser Trüffel. Da machen wir jetzt auch schickes Trüffelöl davor. Hoffe ich zumindest, dass das so funktioniert. Genau. Die Goldbarre kommen. Ups, nicht dort hier. Goldbarre kommen dort hier. Ja, genau, du grund sich mal einer. So, die Trüffel. Schmeißen wir hier für Trüffelöl. Perfekt. Dann geht's jetzt mit uns ab in die Stadt und zu Clint und zu Pierre. Nix wie ab in die Stadt. Was hat er dann im Müll? Natürlich wieder nix. Hanebampel. Kennst du auch mal ein bisschen mehr haben in deinem Müll. So, erstmal das. Oh, das sieht gut aus. Das ist Sternenscherben. Cool. Und ein Stück Kohle. Aller hopp.
Stück Kohle ist an und verkehrt. Jo, natürlich kann mir Gunther mehr erzählen. Da renne ich jetzt damit rum. Ich hab Sternsplitter, oder was ist das? Sternscherben, Sternscherben. So, rein hier. Und für dich, Kerl. Gib mal Belohnung. Ich hab allmählich echt wieder Bock, dass ich was krieg. Ich will vor allem verdammt nochmal endlich in die Kanalisation. Dafür gibt der Typ dann den Schlüssel für 60 Belohnungen. So, dann zu Pierre. Moment. Ein rostiger Löffel. Okay, das haben wir schon abgewahrt anscheinend. So, was war das jetzt? Grünkohle und Krummbeere wollte ich mir noch holen, genau. Und Blumenkohl zur Sicherheit. Die 24 machen wir mal einfach nur, ups, ändert so viel. Einfach mal so zur Sicherheit, genauso wie der hier. Damit es einfach nahtlos weitergeht. Der Grünkohl kommt hoch, der ist bald rar. Und ansonsten, ja, haben wir unseren Kruscht halt, ne? Das Übliche. Sehr schön. Müll vom der alte Leid ist auch nix. Na dann. Haben wir jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Ich überlege gerade, was ich noch machen könnte. Ich könnte mal in den Stäbbruch gehen. Einfach mal gucken, wie es so aussieht. Ja, hacken wir mal wieder ein paar Stäbe. Machen wir mal wieder sowas. Dumm, die dumm, die dumm. Sehr schön. Ja, ein bisschen Eisenerz haben wir auch wieder. Aber ich glaube, das braucht eine Weilchen, bis das mal wieder komplett nachwächst und bis dann auch gescheites Zeug hier wieder nachkommt. Damit wir hier auch ein bisschen mehr nur hin als stinknormale Stäbe und Eisenerz. Später haben wir dann jede Menge Rubine und so einen Scheiß. Also das kann schon nützlich sein hier, der Stäbbruch. Aber hier haben wir erstmal nichts, keine Artefaktplätze mehr. Das Ding ist mal wieder leer. Dann warten wir wieder, bis was Besseres kommt. So, Siggi, wir reisen weiter. Gehen wieder in Richtung Bergsee. Bergsee sage ich jedes Mal. Richtung Marnies Ranch. Und kümmern uns dort eventuell noch darum, dass wir möglicherweise die Reisewaage finden. So. Gut und gut. Dann haben wir das zur Sicherheit, zur Sicherheit. Okay. Na, das wollte ich ja gar nicht. Elmo verdrückt. Ja, ja, grunzt da mal weiter, Anna. Aber wirklich hier nochmal Trüffel haben wir nicht gefunden. Das heißt, pro Tag wahrscheinlich Trüffel. Das ist in Ordnung. Dann können wir ja schön Trüffelöl davon machen und das können wir ja auch für teuer Geld verkaufen, das Zeug. Also nichts wie weiter hier. Nochmal in das Gebiet. Und nochmal geguckt hier. Und Reisewagen, perfekt. Was gibt's dann im Angebot? Käferfleisch für 200, genau. Sommerschmuck, Sonnenblumenkerne, Ziegekäse, Lachsbeere, seltene Saat, dunkler Thron. Da kann ich jetzt leider schwer widerstehen beim dunklen Thron und die seltene Saat. Hole mal. Ach, mal ein paar Mal, ne? Okay. 5-mal seltene Saat, das ist nie verkehrt. Gut, dann können wir auch genauso gut wieder unser täglicher Hartholz abstauben. Genau. Müssen wir wieder Kenner hier, das ist ganz gut so. Dann stauben wir wieder unser Hartholz ab. Das brauchen wir ja auch, das Zeug. So. Immer weg damit, immer munter weg. Sobald ich 150.000, genau. 50.000 Gold brauche ich dafür und 150 Hartholz. Sobald ich das sicher habe, das Hartholz, geht's dann ab zu Robin und da müssen wir dann die neue Hausverbesserung in Angriff nehmen. So, jetzt schaue ich aber nochmal auf meinem Hof persönlich, ob ich da nicht möglicherweise auch noch ein bisschen Hartholz finde. Andere Waldgebiete haben wir ja nicht. Hätte ich einen Waldhof, wie das bei meinem Probespielstand ist, da hätte ich da auch immer so 5 Klötze oder so, die ich täglich niedermachen kann.
und komme so auch täglich immer ein Hartholz rar, ohne meinen Hof zu verlossen. Das ist schon ganz nützlich, muss ich sagen. Außerdem findet man auf dem Waldhof auch immer genug Pilze und so Zeug, saisonale Pilze, also das ist eigentlich auch schon ganz gut gemacht. Sehr schön, da haben wir schon der erste. Die Eiche. Halte mal der Gaul an, die Eiche. Haben wir da nicht Eichenharz Mitte drin, was immer so blöd unzugänglich ist. Mittlerweile, genau. Dann machen wir das dann wie folgt. Und machen das Ding raus. Dann brauchen wir nämlich schon mal den Baum nicht mehr. Dann kommt die Laterne wieder hier, wo sie hier gehört. Und zwar dort hier. Das Zeug heben wir auch nochmal auf. Jo. Und dann schmeißen wir das Zeug da hier, wo es hier gehört. Genau, so, so. Und die seltene Saat. Blub, 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 blub. Haben wir hier, genau. Jo. Dann. Jo, das wächst doch allmählich. Ach, das finde ich gut. Dann brauchen wir erst einmal hier die Zapfanlage, damit wir das nämlich für den Baum schon mal hier schmeißen können. Dann haben wir da nämlich schon mal unser Eichenharz, was wir sicher kriegen. Enstefu zumindest. Der Baum ist auch relativ fix gewachsen, muss ich sagen. Also nichts wie ab do hier. Da können wir nämlich do jedes Mal schon mal was rausholen. Perfekt. So, das ist gut alles. Unser Sigi kann hier wohl noch die paar Meter noch selber laufen. Hier ist nichts mehr, was ich machen muss. Hier ist wieder zu alles. Gut, dann kommt noch die Eichel wieder dort hier zurück. Und unseren dunklen Thron. Wo packen wir dann den hier hin? Ja, gar keine Möglichkeit hier zum Sitzen. Warte mal, dann schmeißen wir gerade dunkle Thron. Ja, okay, dann können wir wegnehmen. Dann machen wir daneben mal in die Küche. Das ist einfach so der Küchenstuhl. Und der dunkle Thron, den schmeißen wir jetzt dort hier. Muahaha. So. Dann sind wir soweit auch durch wieder. Und, ich jetzt sage ihr, liebe Leute, wir sehen uns immer mal wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo dann das Eierfest kommt und Haleys Geburtstag. Also machen's gut und bis immer mal dann wieder. Euer Yankee.